448 Gigabyte. Digga, da sind Schätze drauf, Chat. Moment der Wahrheit, Chat. Moment der Wahrheit. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Es geht. Guck mal, es gibt eine Möglichkeit, an verlassene Dateien ranzukommen. Und die ist genau hinter mir gerade. Das ist mein allererster PC gewesen. Mit dem habe ich auch... Digga, ich habe mit dem so 6, 7 Jahre gespielt. Bro, ich habe hier auf cool so einen Sticker draufgeklebt. Digga, ihr checkt nicht, was dieser Laptop alles gesehen hat, Bro. Digga, guck mal, ich zeige euch mal ungefähr, was ich so alles gemacht habe mit dem Laptop. Ich habe nämlich, ich glaube hier sieht man es, ich habe diese Gitter aufgehebelt, weil ich dachte, dass er dann mehr Lüftung bekommt und ich mehr FPS habe. Man sieht hier so, dass so leicht verbeugt ist, weil mein Minecraft so geleckt hat, einfach auf dem Laptop draufgesprungen, weil ich dachte, okay, irgendwie fixt das schon irgendwas. Dann habe ich hier auch Sachen verbogen, da seht ihr es, weil ich dachte, dass das irgendwie mehr Lüftung bringt und mehr Lüftung gleich mehr FPS. Bro, der hat wirklich alles gesehen. Digga, wenn ich den anbekomme, Digga, guck mal, und hier sieht man's, ich habe euch nicht verarscht, hier sieht man's ganz genau. Guck mal auf WASD und guck mal auf die Pfeiltasten. Die Pfeiltasten sind alle komplett abgenutzt und WASD ist komplett heile. Digga, die Pfeiltasten sind fully abgenutzt. Muss nur die Festplatte ausbauen. Wenn ich die Festplatte aufbaue, kann ich die irgendwo... Digga, das ist so krass, wenn er angehen würde, ne? Denkt ihr, ich kann den... Warte mal, ich glaube, ich habe so ein Ladegerät gerade hier. Bro, ich muss dieses Ladegerät. Das muss da drin sein. Digga, ich schwöre euch, wenn ich diesen Laptop zum Laufen bringe, da muss der krankeste Content auf Erden warten. Wenn ich ihn nicht restartet habe damals. Kann sein, ich hatte ihn damals restartet, ich weiß es nicht. Oder ich habe einen Fairy Tail Manga damals geschenkt bekommen und wusste damals noch nicht mal, was Mangas sind. Jetzt check ich's. Digga, what the fuck? Aber es ist auf Französisch. Digga, warum seht ihr nix? Warum ist das so hell, Digga, hä? Weißt du Passwort? Oh, das... Oh, Passwort könnte auch krachen, ja, guter Call. Digga, guckt euch mein iPad damals an. Digga, wisst ihr, warum das so aussieht? Wisst ihr, warum? Ich habe damals, als ich ein kleines Kind war, mit meinem Bruder, wir hatten beide so ein iPad und dann waren wir bei unserer Oma, da war so ein Teppich und dann dachten wir, es wäre lustig, wenn wir die so sliden am Teppich, dass wir die so gegeneinander sliden, dass die sich so gegenseitig knallen. Digga, und dann ist das einfach kaputt gegangen direkt. Digga, überdumm. Todesdumm. Digga, denkt ihr, ich krieg den auch noch zum Laufen? Digga, den müsste ich eigentlich auch mal zum Laufen bringen. Warte mal, das ist ja gerade krass, was ich hier gerade ausgrabe. Holy shit, warte mal. Was grab ich hier aus? Digga, kennt das jemand noch? Das war Skyline in der Verarsche, Digga. Oh mein Gott. Bruder, hier ist ein LAN-Kabel. Warum liegt das da? Das brauche ich. What the fuck? Ah, nee. Oh. Warte mal. Ah, okay. Digga, das ist so ein Switch-Ladadapter, der irgendwie leider kaputt gegangen ist. Ach, Digga, und ich krieg den hier nicht mehr raus. Oh mein Gott, deswegen. Ich krieg den da nicht mehr raus. Der ist stuck. Ach, Digga, tot. Schon wieder Bagger, den ich geschenkt bekommen habe zum Geburtstag. Die Erinnerung schalte ich gerade alles frei und das ist schon wieder auf Französisch. Ich habe den nie gelesen. Hätten die mir vielleicht damals auf Deutsch geschenkt, dann würde ich vielleicht heutzutage Manga lesen. Digga, warum ist das alles auf Französisch? Bro, das hatte ich schon mal im Stream. Freundebuch, Digga. Fuck, Bro. Name Hugo. Spitzname Gügi. Alter 7. Hobby Tennis. Ski. SCHI. Musik. B4. Nein. Digga, das war damals bei McDonald's, diese MP3-Player. Kennt ihr doch? Das ist von B4 das Lied? Bruder, das ist hier gerade... Oh Gott, warte mal, hoppala. Kurz alles liegen, Digga. Schwimmen stand auch noch da. Spiele Games, Mario und Luigi DSB. Ah, ich checke. Mario und Luigi DS. Bücher, Comics, Thomas. Essen, Happy Meal. Film, TV, Kino, Toy Story. Bro, was? Digga, das habe ich mit 7 geschrieben? Digga, ich muss hier gleich weinen. Das ist mein größter Wunsch. Was denkt ihr, was da steht? Streamer, YouTuber, nein. Viel besser. Immer glücklich zu sein. Bruder, was? Das habe ich mit 7 Jahren dahin geschrieben. Bro, was? Bro. Hat ja gut gehalten. Digga, das hittet aber gerade. Oh Gott. Was? Digga, ich finde das krass, dass ich mit 7 dahin geschrieben habe. Das nervt mich total, Bienen. Was ich einmal werden möchte, Fragezeichen.
Der stärkste Spruchwitz. Nein. Das wünsche ich dir. Nix, aber das ist halt, weil ich selber bin. Digga, mein Autogramm. Chat, soll ich jetzt so Autogramm geben? Wie heute, besser als heute. Nein, nein, nein. Mein damaliger bester Freund, ich habe mittlerweile nichts mehr mit dem zu tun, hat auch mit 7 bei Das ist mein größter Wunsch geschrieben, viele ehrliche Freunde zu haben. Digga, wir wurden ja richtig... Alter, das war ja krass. Holy shit, Digga. Das wünsche ich dir. Viel Glück auf deinem Lebensweg. Oh, Digga, mein Lehrer... Bro, ich hab da echt... Mein Lehrer hat in diesem Freundebuch geschrieben. Digga, was? Alter 31. Hobby Motorradfahren, Klavier spielen. Essen Pizza, Steak mit Pommes. Das ist mein größter Wunsch, dass meine Familie glücklich und gesund bleibt. Das nervt mich total, wenn ich früh aufstehen muss. Ach, Digga, die scheiß Arbeit. Was ich einmal werden möchte, bin ich schon Lehrer. Sorry. Das wünsche ich dir. Viel Erfolg in der Schule, gute Freunde, bleib gesund. Wow. Am 2010 hat er das geschrieben. Da haben wir hier noch einen Kollegen von mir, der war 8 damals. Und er wünscht mir, das wünsche ich dir, dass du immer gesund bist und glücklich. Wow. Digga, waren damals die Kinder irgendwie viel netter als heute? Okay, dann nochmal so ein Freund. Das wünsche ich dir, dass du gesund bleibst. Digga, das ist ja wirklich krass. Ja, perfekt, dann haben wir noch einen und der hat bei Das wünsche ich dir einfach gar nichts hingeschrieben. Perfekt. Kuss, Digi. Ja, das war's. So viele Freunde hatte ich jetzt auch nicht, Digga. Scheiße. Naja, egal, Leute. Oh mein Gott, ich hab's. Ich hab's, Chat. Ich hab's. Das ist das Kabel. Glaube ich für meinen Laptop. Digga, wie klein das ist. Das ist man heute gar nicht mehr gewohnt. Die heute sind ja so XXL, Digga. Ach du Scheiße. Oh, es leuchtet. Ich versuche mal anzumachen. Ich weiß sogar noch, wie der Sound von dem war, wenn man den anmacht. Der Sound war... Tuk, tuk. Dann immer so zweimal knopfen und dann... Irgendwie sowas. Warte, ich mach mal. Oh! Er hat zweimal geklopft und ist angegangen. Oh, fuck. Ich bin gefickt. Von mir 1, 2, 3, 4, niemals. Oh, Bruder, ich habe keine Ahnung mehr, was ich damals für Passwörter hatte. Nein! 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 Wisst ihr, was das Passwort war? Wisst ihr, was das war? Großes R, Redstone 100. Nein! Nein! Redstone 100! Halt die Fresse! Das ist das erste Mal, dass ich das Passwort wieder hingebekommen habe, ne? Oh Gott, Diagnose des PCs wird ausgeführt. Das klingt nicht gut. Diagnose des PCs wird ausgeführt. Was? Automatische Reparatur. Automatische Reparatur konnte Ihren PC nicht reparieren. Klicken Sie auf erweiterte Optionen, um weitere Reparaturoptionen für Ihren PC auszuprobieren. Oder auf Herunterfahren, um den PC auszuschalten. Protokolldatei, Recovery, Windows RE, WinRe, System 32, Logfiles, SRT, SRT Trail. Raphael, was heißt das? Gehen wir auf weitere Optionen. Problembehandlung. Diesen PC zurücksetzen. Das wollen wir halt nicht. Also es kann halt sein, dass der schon zurückgesetzt wurde. Dann ist es GG, aber wenn ich zurücksetze, ist halt alles weg, ne? Windows anhand eines auf dem PC aufgezeichneten Wiederherstellungspunkts wiederherstellen. Scheiße. Auf dem Systemlaufwerk des Computers wurden keine Wiederherstellungspunkte erstellt. Probier einfach neu zu starten, Bruder. Ich küsse euer Herz, das bringt nichts. Der ging nie an. Ich weiß das, der ging nie an. Das war immer das. Man muss irgendwas da... Systemwiederherstellung. Auf dem Computer wurde kein Systemabbild gefunden. Schließen Sie die Sicherungsfestplatte an oder legen Sie die letzte Sicherungs-DVD auf einem... Digga, DVD? Oh mein Gott. Bro, mit DVD-Laufwerk. Digga, heilige Scheiße. Also brauche ich so einen Windows-USB-Stick gerade, oder was? Ja. Du kannst in CMD drauf zugreifen. Bruder, ich brauche jetzt irgendeinen, der Ahnung davon hat. Retalk, hat irgendeine Ahnung davon. Oder über CMD schauen, ob zurückgesetzt. Wie komme ich zu CMD? Shift F10. Ich muss Shift F10 wenn er hochfährt, oder? Chat, was ist jetzt? Bro, Digga, wenn ich den damals nicht zurückgesetzt habe, dann ist der wirklich so kranker Content. Oh mein Gott, Digga. Das fuckt mich so ab. HDD ausbauen, einfachste. Einfach Festplatte raus und Adapter ran. Bruder, ich bin nicht von da, Digga. Ich habe keine Ahnung. Was ist dein Problem gerade? Ja, automatische Reparatur. Bruder, ich fuck jetzt ChatGPT, Digga. Schwöre. Hallo, ich habe gerade meinen alten Laptop rausgeballert und das steht da. Was soll ich machen?
Also, dein Laptop steckt gerade in dieser automatischen Reparaturschleife. Am besten klickst du mal auf erweiterte Optionen. Dort kannst du zum Beispiel versuchen, eine Systemwiederherstellung durchzuführen, falls es einen Wiederherstellungspunkt gibt. Alternativ könntest du im abgesicherten Modus starten. Wenn nichts hilft, Was ist das hier? Du hast jetzt die Option gewählt, zur vorherigen Version zurückzukehren. Das versucht quasi dein System auf eine frühere Windows-Version zurückzusetzen. Wenn du Glück hast, startet danach wieder alles normal. Lass es einfach mal durchlaufen und schau, ob der Laptop danach wieder normal startet. Wenn nicht, schauen wir weiter. Was steht da jetzt? Das System zeigt dir gerade an, dass es aufgrund eines Fehlers nicht zur vorherigen Version zurückkehren kann. Das heißt, dieser Weg klappt leider nicht. Ja, ich hab auch das hier probiert. Systemwiederherstellung geht nicht. System wiederherstellen geht nicht. Das geht alles nicht. Und ich will ihn auch nicht komplett zurücksetzen, weil vielleicht sind da noch alte Daten von mir. Wenn dir die Daten wichtig sind, würde ich dir empfehlen, vorher von einer Live-Boot-Umgebung, zum Beispiel von einem USB-Stick, deine Dateien zu sichern. Danach können wir dann gezielter schauen, ob man vielleicht über den abgesicherten Modus eine Reparatur hinbekommt, ohne direkt alles zurückzusetzen. Wenn der Mach USB, Bootstick oder bau Festplatte aus. Ja, aber ist so ein Bootstick nicht todeseinfach zu machen? Ich brauche einfach nur einen USB-Stick, right? Warte mal. Digga, das ist nicht der Content, den ich mir heute vorgestellt hatte, aber es bockt. Hier, ich habe einen Stick. Digga, erstmal jetzt gucken, was auf dem Stick ist. Bro. Digga, was ist heute für ein verstaubtes Buchstream? Guck mal, was hier drauf ist. Ich habe extra einen Stick für so Schnittsachen. Das ist mein Hintergrund schwarz. Da war immer mein Skin dann mit Greenscreen. Und hier für Schnitt. Nein, Digga. Was ist das denn alles? Bro, was? Soundeffekte. Digga, da habe ich doch selber geschnitten. Musik. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Digga. Guten Tag. Heute gibt's wieder ein neues Minecraft-Video. Und zwar versuchen wir heute Gommadis Arschloch zu ficken, Leute. Lasst auf jeden Fall ein Like da, wenn ihr Luft atmet. Und Digga, was ist hier alles drin? Ich kann das nicht alles löschen jetzt, ne? Ich muss das kurz auf meinen... Also der USB-Stick muss leer sein für diesen Windows-Stick, ne? Bruder, ich muss das jetzt kurz hier alles speichern, Digga. Ich kann das jetzt nicht einfach löschen kurz. OG-Cut-Sachen. Oh, ich hoffe, das dauert jetzt nicht lang. Ah, es geht schnell. Easy. Okay, mein USB ist leer. Wo hole ich mir jetzt diese Windows-Boot-Scheiße? Windows komplett leer. USB-Stick ist komplett leer. Wo hole ich mir das jetzt? Also es muss Windows 10 sein, glaube ich, bei neuen Chat, ne? Ich hatte Windows 10 auf dem Laptop. Nee, es war Windows 10. Okay, muss ich das hier? Windows 10 Installationsmedium erstellen? Das hier? Okay. Digga, wenn wir das hinbekommen, Chat, das wäre so krass, ich schwöre. Okay, das ist das Einzige, was ich brauche? Passt das jetzt? Das war's? Bro, niemals ist das so einfach. Ach so, nein. Ach so. Okay, Leute, chillt. Ich boote natürlich noch. Okay, ich boote. Aber nicht, dass ich jetzt Windows 10 hier hab, ne? Das ist so krass, wenn ich auf einmal Windows 10 hier hab. Ja, akzeptieren. Was machst du gerade? Wir versuchen diesen OG-Laptop von mir gerade zum Laufen zu bringen und hoffen, dass da geisteskrank alte Dateien von mir drin sind. Bro, ich kann mir aber vorstellen, dass Old Hugo damals einfach sich dachte, komm, ich resette den Laptop. Das wäre der Oberbruch, Digga. Das wäre wirklich der Oberbruch. Das könnte sehr gut sein. Okay. Installationsmedium USB-Stick. Bumm. Passt alles, I guess. Ja, perfekt. Weiter. Okay, es funktioniert. Was ist aber das Ziel? Wenn er in das USB startet, installiert er doch nur Windows 10. Ja, aber dann kann man, dann geht mein Pin. Also, das Problem ist, ich habe, glaube ich, kein Windows gerade hier drauf. Das ist das Problem. Ich weiß nicht warum, aber... Okay, er macht. Doch, hast du? Ja, auf jeden Fall. Irgendwas funktioniert gerade nicht. Probier das vorher noch aus. Starteinstellung, Neustart und dann willst du abgesicherten Modus aktivieren. Bro, so, warte mal. Starthilfe? Ja, aber da steht da, guck mal, da steht da, Diagnose des PCs wird ausgeführt. Und dann steht da wieder, ja, geht nicht. Hier, Starthilfe konnte ihren PC nicht reparieren. Steht da. Aber ich sag auch, also ich glaube auch, wenn man mit dem USB-Stick das jetzt macht, dann sind die Dateien nicht verloren, glaube ich. Nein, Mann, Leute, ich read doch, ich sag, dieser Sox hat Ahnung. Der schreibt die ganze Zeit so, als hätte er Ahnung. Ich vertraue ihm. Leute, mit der Installationsdingens kann er auch nur
die Instanz von Windows wiederherstellen, ohne die Datei zu löschen. Ja, rede mal. Ihm vertraue ich. Dir vertraue ich, Bruder. Bin ITler, das sieht man direkt raus, ich schwöre. So wie du schreibst, weil du lässt dich die ganze Rage von den ganzen Leuten, die keine Ahnung haben, du schreibst die ganze Zeit rein. Nein, ich schwöre, ich vertraue dir. Okay. XD ist einer zu viel? Nein, Bruder. Er darf. Ja, wir müssen ein bisschen warten, Chat. Wir müssen gerade ein bisschen warten. 42%. Digga, wisst ihr, was ich auf diesem Laptop auch mal drauf hatte? Und ich war der Einzige, der damals gespielt hat. Ich war größtes Opfer. Linux. Kennt einer von euch Linux, Digga? Ich hatte einfach Linux drauf. Nutze nur Linux? Digga, es gibt Leute, die noch Linux nutzen? Hell no, Bro. Also für die nicht checken, was das ist, also ganz dumm gesagt, das ist einfach Windows, aber anders. Also ist halt auch eigentlich so. Ist einfach, das ist das wie bei den Handys. Es gibt andere Marken, es gibt ja Android und es gibt ja iOS. Das ist so wie das. Das ist einfach ein anderes Betriebssystem, ja. Oh, 6.7! Ah nein, zu spät. Da war gerade 6.7. Linux wird sogar größer. Heute benutzen sogar mehr Leute Linux als vorher. Echt jetzt? Wie zum Fact sprichst du Android aus? Android. Sorry, Leute, Android. Android, Leute. Android. Oh, ich kann dir bei Discord all helfen, wie du das machen kannst. Wenn du möchtest, musst du da noch ein paar Schritte machen. Bruder, du kannst nicht mal Deutsch. Was? Digga, das sind so viele, die schreiben auf Ich frage jetzt ChatGPT, Digga. Dem kann man noch vertrauen. Wenn ich auf einen Stick Windows 10 lade und den jetzt auf mein Laptop drauflade, gehen die Dateien verloren oder nicht? Wenn du Windows 10 einfach über ein bestehendes System installierst, gibt es eine Option, die deine Dateien und Programme behält. Das nennt man ein In-Place-Upgrade. Falls die allerdings den PC komplett neu aufsetzt oder die Festplatte formatierst, sind die Daten... Ja, aber wenn ich jetzt versuche, mit einem USB-Stick Windows 10 zu booten, geht das dann, ohne Datei zu verlieren? Wenn du vom USB-Stick bootest und dann ein sogenanntes In-Place-Upgrade machst, also ohne die Festplatte zu formatieren, bleiben deine Dateien in der Regel erhalten. Du solltest beim Installer... Rezo, wir try'n es einfach. Okay? Der USB-Speicherstick ist bereit... Ach, Bruder, ich konnte ja gar nicht reden gerade. Ey, okay, wir sind durch. Okay, das ist der Stick, Leute. Das ist der Stick. Wie mache ich das jetzt? System wiederherstellen, ist es das? Einfach nur neu starten. Einstecken und in den BIOS. Okay. Ich komme nicht in den BIOS rein, Digga, weil ich muss die ganze Zeit dieses Passwort eingeben. Guck mal, hier, BIOS ist schon hier vorbei, Digga. Ich bin bei Windows. Diagnose des PCs wird ausgeführt. F2 Spam, bevor du Passwort eingeben musst. Ja, aber das ist ganz kurz halt, ne? Ich habe jetzt F2 und F9 gespammt, ging beides nicht. Ich habe jetzt F10 habe ich auch gespammt jetzt. Okay. Wir sind drin. Seht nichts, ne? Boah, das sieht so alt aus, ne? Oh mein Gott. Oh fuck, nicht, dass hier irgendwas steht. Okay, wo muss ich jetzt hier hin? USB. Hier steht das. Das steht Imposter. Aber ich bin kein Imposter. Ich habe USB ausgewählt, aber ich kann nicht Enter drücken. Oh, warte mal. Ich habe jetzt USB auf die 1 gemacht. Ich habe das jetzt nach oben gewechselt. Ist das so richtig? Okay, und jetzt einfach booten. Jetzt einfach Exit. Exit Saving Changes. Oder? Jetzt F10. Okay. Post-Jump. Oh shit, da passiert was. Oh. Du bist der Gott. Oh. Windows Setup. Jetzt installieren. Boom. Oh mein Gott. Let's go. WC ne Schad, guys. Okay, jetzt muss ich da Product Key machen, aber ich sag einfach, ich habe keinen. Dann steht da Windows aktivieren oder so einfach. Upgrade, Windows installieren und Dateien, Einstellungen, Anwendung behalten. Das machen wir. Die Upgrade-Option ist nicht verfügbar, wenn Sie den Computer mit Hilfe der Windows-Installationsmail starten. Jetzt bin ich wieder bei... Also der hat mir gerade gesagt, dass das F9 oder Control 9. Shift C, F10. Oh ja. Shift F10. Okay, ja. Bin mal in diesem Control-Feld jetzt. Was jetzt? Schreib explorer.exe. Der Befehl explorer.exe ist entweder falsch geschrieben oder konnte nicht gefunden werden. Ich hab's richtig geschrieben. Scanno. Genau. Geht auch nicht. SFC. Oh, SFC geht. Hä, aber muss ich das in Caps schreiben? Hä, guck mal, der sagt? Was ein Hurensohn. Der sagt, wenn ich SFC eingebe, sagt er die ganzen Befehle, was die machen. Und wenn ich den Befehl eingebe, dann macht das nicht. SFC, okay, er sucht jetzt. Er sucht jetzt, ob irgendwas auf PC ist. Okay, es dauert aber. Wir sind bei 26%. Ich bin gerade so ein kleiner Hacker, Leute. 6-7%, es hängt bei 6-7. Das hat bei 6-7 gehängt. Gehangen, sorry. Okay, abgeschlossen. Die Windows
Der Windows-Ressourcenschutz konnte den angeforderten Vorgang nicht ausführen. Come on, man. Bitte hör doch nicht auf jeden hier. Du kannst ganz normal ins alte Menü und von da aus mit Hilfe des Sticks das System reparieren. Du brauchst nicht vom USB. Ja, dachte ich aber auch eigentlich. Spring nochmal drauf, Hugo, vielleicht geht es dann. Du Bastard. Ich schwöre, was dachte ich damals? Ich dachte damals einmal, wenn ich drauf springe, es geht. Ja, Bruder, jetzt komme ich nicht weiter. Komme ich nicht weiter, weil ich keine Lizenzkey habe, Digga. Tot. Geh mir jetzt bei uns und stell die Bootreihenfolge um. Dann normal booten und dann lesen. Ja, warte, mach ich doch. Bro, was war BIOS nochmal? Hab's schon wieder vergessen. Ich glaube, es war auch mit Shift. Ich war Shift F10 oder sowas. Jetzt sind wir wieder drin. Boot, machen wir wieder runter. Soll ich vielleicht an die Experten hier, sollte ich vielleicht irgendwas anderes ganz oben schieben? Macht das irgendwie Sinn? Zum Beispiel Platz 2? Nee. Na gut. Okay, dann mache ich jetzt F10, boom, speichern. Und jetzt bootet es halt wieder normal. Automatische Reparatur wird vorbereitet, aber wird nicht funktionieren. Diagnose des PCs wird ausgeführt, steht wieder das gleiche da. Warum repariert die automatische Reparatur nichts? Ich schwöre, Digga. Was soll das? Okay. Ich bin jetzt wieder bei Problembehandlung. Was jetzt? Was mache ich jetzt? Hier aus dem Fenster katapultieren. Starteinstellungen. Also da steht halt einfach nur neu starten. Soll ich da draufdrücken? Ja, mach. Das soll was bringen. Oh, warte mal. Wir haben jetzt hier Starteinstellungen. Debug-Modus aktivieren. Startprotokollierung aktivieren. Video mit niedriger Auflösung aktivieren. Abgesicherten Modus aktivieren. Abgesicherten Modus mit Netzwerktreibern aktivieren. Abgesicherten Modus mit Eingabeaufforderung aktivieren. Erzwingen der Treibersignatur deaktivieren. Schutz des Anti-Schad-Software Frühstarts deaktivieren. Automatischen Neustart bei Systemfehler deaktivieren. Chat? Abgesicherter Modus. Was ist das jetzt? Einfach nur abgesicherter Modus ohne nix. 4. Na gut. Bruder, was habe ich jetzt hier, Digga? What the hell, Bro? Bruder, ich küsse euer Herz. Jetzt bin ich wieder hier. Soll ich jetzt auf Fortsetzen, beenden und mit Windows 10 fortfahren oder was soll ich jetzt machen? Fortsetzen. Ja, und ins BIOS? Ach, hätte ich mir vorher sagen sollen. Och man, jetzt. Ach, Digga, Schere die. Niemand hier hat Ahnung. Ja, ich merk schon. Wir kommen hier kein Stück weiter gerade. Automatische Reparatur, Digga. Ich fick dich, automatische Reparatur. Du machst gar nichts, Digga. Jetzt kommt da wieder Diagnose des PCs wird ausgeführt. Ich fick deinen Arsch. Bruder, gar nichts macht der. Ja, steht das gleiche wie immer. Als Eingabeaufforderung. Ich gebe jetzt alles ein, was der eingegeben hat. Ihm von einem YouTube-Tutorial von vor 7 Jahren vertraue ich mehr, Leute. Ja, der Befehl konnte nicht gefunden werden. Geil, Digga. Stark, hat richtiges Scheiß. Das ist ein Scheiß-Tutorial. Ach, Digga, bei ihm ist genau die gleiche Fehlermeldung. Okay, bei ihm ist schon wieder eine Fehlermeldung. Disk Part. Ah, okay. List. Disk. Du kennst doch gar nicht das Problem, warum schaust du die Lösung? Hugo, ich gebe dir die richtige Lösung und du musst doch alles lesen. Okay, dann sag's mir. Was soll ich jetzt machen? Boote wieder mit dem USB-Stick die Installation. Okay. Ich schwöre, diesen BIOS auch zu bekommen ist so lucky, Digga. Jetzt, okay. Dann mache ich jetzt USB-Stick wieder auf die 1. Boom. F10. Boom. So. Was jetzt? Was ist der nächste Schritt? Mir 100 € überweisen. Weiter mit Installation und später auf Benutzerdefinition gehen, sobald das kommt. Ich kriege gerade so richtig warme Luft von meinem Laptop. Okay. Deutsch. Okay, jetzt installieren. Ich gehe auf jetzt installieren. Boom. Server wird gestartet. So, was jetzt? Windows aktivieren. Ich brauche jetzt einen Key. Gibt es da irgendwie einen Trick, wie ich kein Geld ausgeben muss? Ich mache jetzt einfach mal, ich habe keinen Product Key. Okay. Dann hat er gesagt, Benutzer definiert. Okay. Ich glaube, warte mal. 448 Gigabyte. 448 Gigabyte. Digga, da sind Schätze drauf, Chat. Ach, die ist leer? Ach, scheiße. Nein. Okay, aber Laufwerk 0, freier Speicherplatz 1,2 Gigabyte. Heißt, die muss ja voll sein. Da klickst du an und drückst, die klickst du an. Okay, ich klicke jetzt alle an, oder was? Ich kann immer nur einen anklicken. Also, wen soll ich davon anklicken? Nein, nur die große. Also die mit 448 Gigabyte. Die. Okay. Weiter. Windows-Dateien werden Oh, ich bin so gespannt, ob da was drauf ist, Leute. Oh, Digga, das ist so krass. Okay. Windows wird installiert, steht da. W, maybe? Bruder, wer der Recht hat, ist ja der Goat. Digga, wenn da Sachen drauf wären, das wäre... Bro. Wie lange dauert das jetzt ungefähr? Digga, stell dich vor, ich hab so aus Versehen damals als Kind Bitcoin gekauft. Kann schon 10 Minuten dauern, je nachdem, wie schnell die HDD ist.
Ja, okay, es wird lange dauern. Oh, Chat, wir haben Updates beim Laptop gerade. Da steht jetzt wieder ganz normal alles wie vorher. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Da steht jetzt wieder jetzt installieren. Jetzt bin ich genau da, wo ich vorhin war. Das ist, weil noch auf... Ah, okay. Ich muss switchen auf normal wieder, ne? Okay, ich check. Moment der Wahrheit, Chat, Moment der Wahrheit. F10. Boom. Post-Champ. Sieht aus wie immer gerade. Oder? Ne, da kommt kein Text mehr. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Es geht. Oh. Was war... Digga, ich hatte 2 Sekunden Zeit, irgendwas zu wählen gerade. Warum hatte ich 2 Sekunden Zeit? Dienste werden gestartet. Nimm Windows. Bruder, ich hatte 2 Sekunden Zeit. Geräte werden betriebsbereit gemacht. Okay, es dauert wieder. Laptop, okay. Zuerst die Region. Deutschland. Obwohl ich nicht mal in Deutschland bin, egal. Tastaturlayout. Deutschland. Überspringen. Mit Netzwerk verbinden. Hell nah, Bro. Oh, ich habe kein Internet leider, sorry. Weiter mit eingeschränktem Setup. Name für Benutzer. Oh, das sieht schon schlecht aus. Das sieht schon schlecht aus, Chat. Also, da ist auf jeden Fall kein Benutzer, der von mir vorher da war. Ist das normal? Nein, ich will nicht Cortana. Fick dich jetzt nicht. Wir sind jetzt fast fertig. Warum ist das eigentlich alles 4:3, Bro? Seht ihr das? Das ist alles 4:3. Einen Moment bitte. Hallo? Okay, also es wird auf jeden Fall funktionieren. Die Frage ist, ob wir die Dateien recovered bekommen. Aber da wo er schreibt, die ganze Zeit, mach einfach weiter, die Daten holen wir noch. Dies kann einige Minuten dauern. Wir machen jetzt alles für sie bereit. Ich frage mich immer, wer ist wir? Bro, das sind Minions im Laptop. Ey Leute, wenn jemand euch sagt, ey Digga, du bist so klein, dann sagt einfach, hä? Wusstest du es doch nicht? Ich bin dem Minion Club beigetreten. Ah, da war? Ich helfe dir nicht mehr, das war's. Was war das? Bro, das ist von damals. Kennt ihr nicht? Das finden Leute lustig. Bro, nein, das war todesunlustig. Sie können alles uns überlassen. Bruder, wer ist uns? Oh, fast geschafft. Fast geschafft. Oh, ich bin drauf. 4:3. Okay, ich gucke in die Dateien, ob da irgendwas drin ist. Da ist nichts. Was mache ich jetzt? Also USB mache ich erstmal raus. Wie recover ich jetzt meine Dateien? Konbanwa Genki. Bro, so weit bin ich nicht. Ich weiß, was Konbanwa heißt. Ich glaube, das heißt irgendwie sowas wie geht's dir oder so, aber... Mit Recover hast du bei HDD ist eine sehr gute Chance, deine Daten zu recovern. Geh auf deine Haupt-HDD. Da müsste ein Ordner mit Windows.old sein. Schau mal rein, ob da was... Also lokaler Datenträger gehe ich jetzt rein. Und dann gebe ich ein Windows.old. Ich weiß nicht, ob das richtig ist. Ich glaube nicht. Wie gehe ich auf meine Haupt-HDD? Das ist meine Haupt-HDD, oder? Nicht suchen, links bei Festplatten. Benutzer. Okay, scheiß drauf. Hast du eine große externe HDD mit Platz? Chat? Hab ich? Okay, nein. Hab ich nicht. Bruder, auf dem Laptop habe ich 6.5.2021. Was? Also, wenn ich auf Benutzer gehe, steht da Default User 0, Hugo und öffentlich. Wenn ich auf Default User klicke, steht da, sie verfügen momentan nicht über die Berechtigung des Zugriffs auf diesen. Fortsetzen. Okay, jetzt kann ich drauf. Pictures, Ordner ist leer. Videos, Ordner ist leer. USB-Stick mit viel Platz. Der hat 128 GB. Reicht das? Ja. Okay, dann mache ich den leer und was dann? Lad dir auf deinem PC Recover runter und zieh es. Ach, da brauche ich ja Internet. Muss ich jetzt mit meinem WLAN verbinden. Geht das schnell, Bro? Oder ist das... dauert das jetzt 100 Jahre. Weil dann ist vielleicht nichts für Stream. Achso, deswegen auf PC laden und dann auf Stick. Achso, ich check. Ja, nee, ich habe jetzt, glaube ich, Internet, wenn das jetzt klappt. Ja, da steht die ganze Zeit gesichert, Bruder. Ich schwöre, mein WLAN ist so kacke seit 2 Tagen oder so. Ich schwöre, ich check's nicht. Okay, ich bin verbunden. Lad das bitte von hier. Digga, ich muss Internet Explorer benutzen. Was ist das denn? Willkommen bei der neuen Version von Microsoft Edge. Bruder, ist die neue Version nicht... Gibt's die nicht irgendwie schon seit 100 Jahren? Ihre Uhr geht nach. Ach, Digga, jetzt muss ich das aktualisieren. Ach, Bruder. Ich will aber bei 2021 bleiben, bitte. Bruder, ich kann nicht benutzen wegen der Uhr. Was haben wir? 26, 12.05. Boom. https://www.com/de/recover. Gibt es kein Recovery-Tool, das man direkt vom Stick ausführen kann? Ich mach das jetzt einfach über PC, oder? Ist nicht so deep. Download Free Version. Das sieht so nach Scam aus, aber ist eh egal. Ist eh nur ein scheiß Laptop. Free Virus. Warte mal.
Bro, ich drück 100 Mal auf Download, es passiert nichts. Ist das normal? Ich glaube, je mehr du nun installiert, desto mehr Daten werden überschrieben. Oh. Chat, stimmt das? Schickt mir den Laptop. Bruder, ich schicke euch jetzt nicht den Laptop zu, dass ihr mir die Daten dann seht ihr ja alles, was, wenn ihr irgendwas findet. Ja, Bruder, ich glaube, wir müssen loslassen und ich muss das irgendwie mal privat gucken. Aber jetzt im Stream ist tot. Also ich habe jetzt 100 Mal auf Download gedrückt, es passiert aber nichts. Kannst du nachsehen, ob du im Ordner C ein Windows.old hast und wenn ja, ob du einen User-Star hast? Ich check ja nicht, was du von mir willst. Also was, ich bin nicht so deep drin, dass ich jetzt weiß, was... Kannst du nachsehen, ob du im Ordner C... Was ist der Ordner C, Bro? Ordner öffnen, ihre PC, C, Windows. Dieser PC gehe ich und dann... Ja, okay, C. Und jetzt? Windows.old. Gib's weg. Da ist nur Windows. Was hast du für Ordner unter C? Benutzer, Perflogs, Programme x86, Windows. Unter dieser PC. Unter dieser PC habe ich lokaler Datenträger, also C, USB und DVD-Laufwerk. Mehr habe ich nicht. Und Fritz Media Server von Fritzbox. Ich glaube, das ist over, ne? Aber eigentlich muss ich mir einmal jetzt Minecraft kurz runterladen, einfach um zu gucken, wie es ist, auf diesem Laptop zu spielen. Ich hole mir einmal kurz Minecraft-Chat. Dann seht ihr mal, mit wie viel FPS ich damals gespielt habe. Nein, nicht noch mehr Daten überschreiben. Ja, okay, dann nicht. Bruder, irgendwie kann ich auch nichts downloaden. Egal, was ich downloade, es geht nicht. Ja, ey, dann mache ich jetzt PC aus. Und es war die Schere, Leute. Wir haben das jetzt alles gemacht für nix. Schade. Ja, ich muss mal irgendwie privat gucken. Das Coole wäre, unter Windows.old befinden sich deine App-Data, wo deine alten Minecraft-Welt-Mods etc. sind. Boah. Bruder, das wäre so krass. Ja, ich habe noch mein iPad, aber ich habe kein, ich habe nicht dieses Lightning-Kabel, habe ich nicht.